God's and it's gonna bring the metal back. Take away the sins of people did in the past. He came down here to save our lives. Said to me while he looked me in the eyes, I'm a heavy metal Jesus. I'm a heavy metal Jesus. I'm a heavy metal thunder striking Jesus. I'm a heavy metal Jesus. Said to me, if you wanna kill the beast, you gotta be blessed by the man from the east. So why don't you get down on your knees, and I will bless you with my flying feet. He was God's and it's gonna bring the mantle back. Take away the sins people did in the past. Came down here to save our lives. Said to me while he looked me in the eyes, I'm a heavy metal Jesus. I'm a heavy metal Jesus. I'm a heavy metal thunder striking Jesus. I'm a heavy metal 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 thunder striking Jesus. I'm a heavy metal Jesus. Wir feiern im Namen von Gott, dem Vater, dem Schöpfer von allen Klängen, dem Sohn Jesus Christus, dem Erlöser von unseren Zwängen und vom Heiligen Geist, dem Atem von unseren Gesängen. Zum Lob vom einen Gott. Amen. Der dreieinige Gott, der ist jetzt da, er steht über Raum und Zeit, er verbindet uns hier in der Kirche und wo wir auch immer sind. Ja, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier in der Kirche Niederbipp und auch alle die am Livestream mit dabei sind. Wie es in den letzten 2 Jahren halt immer war, ist es immer wieder ein bisschen anders und das Mal sind wir hier. Das ist schön. Wenn wir Gottesdienst feiern, ist das nie eine Einbahnkommunikation oder Unterhaltung, sondern wir sind auf geheimnisvolle Art miteinander verbunden. Wir sind zusammen der Körper von Jesus Christus auf dieser Welt. Und weil der Gottesdienst vom Miteinander lebt und vom Gegenseitigen sich ergänzen und reagieren, darum freuen wir uns auch, wenn ihr euch in diesem Gottesdienst aktiv einbringt. Eine Möglichkeit ist unsere WhatsApp-Nummer. Viele von euch kennen das schon. Ihr seht die Nummer jetzt eingeblendet. Einerseits schickt doch Grüße von hier aus der Kirche heim zu diesen Leuten im Stream oder umgekehrt ihr im Stream uns hier in der Kirche. Das Handy ist hier da und ich will nicht am Schluss vom Gottesdienst nichts drauf zu haben. Also helft bitte mit. Entweder mit Grüßen oder auch Statements zum Thema von heute Abend oder wenn ihr eine Frage habt oder auch irgendein Anliegen, ein Thema und ihr denkt, für das sollten wir heute Abend miteinander im Gebet einstehen. Die von daheim aus dabei sind, dürfen doch sonst mal gerne das oben mal parat machen, irgendwie Brot, Zöpfe, Wein, Traubensaft oder was ihr auch immer lustig seid dazu. Genau, und dann dürfen wir jetzt einsteigen mit der Band in die Anbetung. Also, wir machen einen ersten Block. Zuerst noch beten. Danke, Papi, dass du uns in unserer Unfähigkeit irgendwie erwählt hast. Und dass du uns gezeigt hast, dass das, was in den Augen der Menschen, wo nicht funktioniert und wo scheitert und wo wertlos ist, irgendwie in deinen Augen kann
etwas Schönes, etwas Mächtiges sein. Und so wie du am Kreuz als scheinbarer Versager bist gehangen, so ist doch das der Moment, wo du hast Himmel und Erde wieder zusammengefleckt. Und wir wollen dir begegnen und wir wollen das für uns in Anspruch nehmen, dass du uns in unserer scheinbaren Unfähigkeit, dass du uns in dem Moment begegnest und dass du etwas Perfektem kannst machen. Durch deine Gnade begegne uns. Amen. Ich bin ein Wanderer zwischen den Welten, ein Suchender, der ständig Neues entdeckt. Ich bin ein Pilgernder mit windigen Zelten, ein Reisender mit leichtem Gepäck. Ich bin ein Glaubender mit offenen Fragen, ein Wissender, der weiß, dass er nichts weiß. Ich bin ein Zweifelnder, von Hoffnung getragen, ein Liebender auf dünnem Eis. Ich hab das Ziel noch nicht erreicht, in diesem Lauf noch nicht gesiegt. Doch eines weiß ich ganz genau, ich vergesse, es hinter mir liegt. Ich strecke mich aus, ich laufe den Lauf, ich folge dem nach, was vor mir liegt. Ich strecke mich aus, ich kämpfe den Kampf, ich folge dem nach, der vor mir liegt. Ich strecke mich aus. Ein Sitzender zwischen den Stühlen, ein Stehender, der schaut, dass er nicht fällt. Ich bin ein Gehender mit gemischten Gefühlen, ein Fallender, der deine Hand hält. Ich bin ein Träumender mit kindlichem Glauben, ein Wachender aus Liebe und Furcht. Ich bin ein Sehender mit geschlossenen Augen, ein Lachender, nicht Tränen hindurch. Ich hab das Ziel noch nicht erreicht, in diesem Lauf noch nicht gesiegt. Doch eines weiß ich ganz genau, ich vergesse, was hinter mir liegt. Ich strecke mich aus, ich laufe den Lauf, jage nach dem, was vor mir liegt. Ich strecke mich aus, ich kämpfe dem Kampf, folge dem nach, der vor mir liegt. Zwischen Himmel und Echsenriss
Und ein Kampf zwischen Licht und Finsternis in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde sind wir noch. Und das passt hier nicht wozu, jedoch in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Mitten in dieser Welt und nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir und das sind wir noch hier. Inzwischen hältst du dort, ganz allein und verlassen von Mensch und Gott. Zwischen Himmel und Erde ausgestreckt, dort ein Kreuz. Zwischen Himmel und Erde hältst du dort, wo die Balken sich kreuzen, ist der Ort, wo sich Himmel und Erde trifft in dir, dort ein Kreuz. Zwischen Himmel und Erde bleiben wir an Zerrissenheit auf dem Weg zu dir in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde ist ein Steg und du selbst bist die Brücke und der Weg in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Mitten in dieser Welt und nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Zwischen Himmel und Erde bist du dort, ganz allein und verlassen von Mensch und Gott. Zwischen Himmel und Erde ausgestreckt, dort ein Kreuz. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, wo die Balken sich kreuzen, ist der Ort, wo sich Himmel und Erde trifft in dir, dort ein Kreuz. Zwischen Himmel und Erde stehen wir, stehen in einem Riss mit dir in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde einmal neu. Dein Reich ist schon da und du bist treu in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit. Mitten in dieser Welt und nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Zwischen Himmel und Erde, ganz allein und verlassen von Mensch und Gott. Zwischen Himmel und Erde ausgestreckt, dort ein Kreuz. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, wo die Balken sich kreuzen, ist der Ort. Zwischen Himmel und Erde ausgestreckt, dort ein Kreuz. Wir beten zusammen laut den Psalm 124. Wäre der Herr nicht für uns gewesen, so soll Israel sprechen, wäre der Herr nicht für uns gewesen, als uns Menschen angegriffen haben, dann hätten sie uns lebendig verschlungen. So sehr war ihr Zorn gegen uns entbrannt. Dann hätten uns Wassermassen ersäuft. Ein Sturzbach hätte sich über uns ergossen. Dann wären wir übergossen worden von allzu hochschäumenden Wasserfluten. Gelobt sei der Herr, dass er uns nicht diesen Raubtieren preisgab. Sie hätten uns mit ihren Zähnen zerrissen. Unsere Seele ist entronnen wie ein Vogel, dem Netz des Vogelfängers. Die Vogelfalle zerbrach. Wir sind frei. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.
Diese Straße führt mich hin zu dir. Ich laufe los, lass alles hinter mir. Weißt, erinnert sich, wie du so bist. Das, wo du lebst, auch mein Zuhause ist. Und ich höre, wie du rufst. Dein Versprechen, dass du Gutes tust. Und ich spüre deinen Wind, der mich aufhebt und nach Hause bringt. Herrlichkeit, überall so weit mein Auge rein. Schönheit, die in die Tiefe meiner Seele greift. Befreit, seh ich dich so, wie du wirklich bist. Ich atme ein, ich habe dich schon viel zu lang vermisst. Diese Straße führt mich hin zu dir. Ich laufe los, lass alles hinter mir. Geist erinnert sich, wie du bist. Das, wo du lebst, auch mein Zuhause ist. Und ich höre, wie du rufst. Dein Versprechen, dass du Gutes tust. Und ich spüre deinen Wind, der mich aufhebt und nach Hause bringt. Herrlichkeit, überall so weit mein Auge reicht. Schönheit, in die Tiefe meiner Seele greift. Befreit, seh ich dich so, wie du wirklich bist. Ja, nein, ich habe dich schon viel zu lang vermisst. Die erste Portion Hard Music, die habt ihr auf die Ohren bekommen. Normalerweise müsst ihr jetzt irgendwo abhocken. Jetzt hocken ihr alle schon, so ein Mist. Aber vielleicht stehen die ja daheim. Dann dürft ihr jetzt noch absitzen. Über dem aktuellen Kirchenjahr, da steht unserer reformierten Kantonalkirche Bern-Jura-Solothurn der 4. Leitsatz von der Vision Kirche 21. Die Leitsätze zeigen Spannungspole, wo wir uns als Kirche und auch als einzelne Christen in unserem Handeln und Sein sollen uns daran orientieren. Der 4. Leitsatz, der heißt: Die Einzelnen stärken, Gemeinschaft suchen. Die Einzelnen stärken, Gemeinschaft suchen. Und in einer ähnlichen Art und Weise da haben wir auch in der Metal Church 2 Teilaufträge definiert. Der Auftrag vom Bereich Camp zum Beispiel lautet: Wir bauen Beziehungen auf und laden interessierte Metalheads ein, mit uns Gemeinde zu sein, Beziehung mit Gott zu leben und sich einzubringen. Ob das denn gelingt, das sehen wir daran, ob sich Menschen auch zur Metal Church zählen. Oder der Auftrag vom Bereich Bandraum, der lautet: Wir bieten aktive Lebenshilfe, bilden Metalheads in Glaubensfragen und lehren sie das individuell von Gott gegebene Potenzial entdecken, leben und befähigen sie für den Dienst on Tour. Ob das denn gelingt, das sehen wir daran, ob Leute bei uns in der Metal Church ihrem Glauben und ihrer Persönlichkeit wachsen und gestärkt werden. Die einzelne Stärke, Gemeinschaft suchen.
Morgen feiert unsere Kantonalkirche den sogenannten Kirchensonntag. Und das Thema von dem Kirchensonntag, das spürt eben auch jetzt dem 4. Leitsatz nach. Ich, du, wir, ihr, sich in die Gemeinschaft einbringen. Wieso, warum und wie sollen wir unsere Gemeinschaft einbringen? Nadine liest uns aus dem 19. Kapitel vom Lukas-Evangelium. Und es geht natürlich um Metal, also einmal um Metall. Ja. Die Leute hörten, was Jesus zu Zachäus sagte. Außerdem war er schon in der Nähe von Jerusalem. Daher meinten sie, das Reich Gottes werde jetzt gleich anbrechen. Deshalb erzählte er ihnen ein weiteres Gleichnis. Er sagte, ein Mann von vornehmer Herkunft reiste in ein fernes Land. Er wollte sich dort zum König über sein Land einsetzen lassen und anschließend zurückkehren. Vorher rief er 10 seiner Diener und gab jedem Geld im Wert von einem halben Kilogramm Silber. Er sagte zu ihnen, macht mit dem Geld Geschäfte, bis ich wiederkomme. Aber die Einwohner seines Landes hassten ihn. Sie schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen erklären, wir wollen nicht, dass dieser Mann unser König wird. Trotzdem übernahm er die Herrschaft. Als er zurückkam, ließ er die Diener rufen, denen er das Geld anvertraut hatte. Er wollte wissen, welchen Gewinn sie damit erzielt hatten. Der Erste kam und berichtete, Herr, ich habe dein Silber verzehnfacht. Der König sagte, gut gemacht, du bist ein tüchtiger Diener. Du hast dich in einer so unbedeutenden Sache als zuverlässig erwiesen. Darum übertrage ich dir die Verantwortung für 10 Städte. Der Zweite kam und berichtete, Herr, ich habe dein Geld verfünffacht. Der König sagte zu ihm, ich übertrage dir die Verantwortung für 5 Städte. Der Nächste kam und berichtete, Herr, sieh nur, hier hast du dein Silber. Ich habe es in ein Tuch gewickelt und sicher aufbewahrt. Ich hatte Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Du nimmst Geld, das du nicht angelegt hast, und du erntest, was du nicht gesät hast. Der König sagte zu ihm, du hast ein Urteil gesprochen, du schlechter Diener. Du hast gewusst, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich Geld nehme, das ich nicht eingezahlt habe, und ernte, was ich nicht gesät habe. Warum hast du mein Geld nicht zur Bank gebracht? So hätte ich es bei meiner Rückkehr wenigstens mit Zinsen zurückbekommen. Dann sagte der König zu denen, die dabei standen, nehmt ihm das Silber weg und gebt es dem, der sein Silber verzehnfacht hat. Sie sagten zu ihm, Herr, er hat doch schon das 10-fache. Der König erwiderte, das sage ich euch. Wer etwas hat, dem wird noch viel mehr gegeben. Doch wer nichts hat, dem wird auch das noch weggenommen, was er hat. Und nun zu meinen Feinden, die nicht wollten, dass ich ihr König werde. Holt sie her und bringt sie um, hier vor meinen Augen. Ja, heftige Story. Die Episode, die wir jetzt gehört haben, die hat sich gegen Ende vom öffentlichen Wirken von Jesus zugetragen. Er ist mit seiner Anhängerschaft auf dem Weg nach Jerusalem, der Hauptstadt von Israel. Seine Jünger, die haben grosse Erwartungen. Sie rechnen damit, dass sich Jesus zum König ausrufen lassen wird. Seine Wunder und seine Reden, die haben ihn als Messias ausgewiesen. Der Christus, der Gesalbte, der von Gott versprochene Retter, der, wo sie schon seit Generationen auf ihn gewartet haben.
Endlich wird die Herrschaft der verhassten Römer gebrochen werden. Endlich wird sich das Friedensreich von Gott anbrechen. Mit dieser bildlichen Geschichte, bildhaften Geschichte, mit dem Gleichnis, korrigiert Jesus jetzt aber die Ansichten von seinen Anhängern. Nicht, dass er nicht der versprochene Retter sei. Nicht, dass es kein himmlisches Friedensreich wird geben. Aber er macht klar, dass das Reich von Gott nicht auf die Art kommt, wie sie sich das vorstellen. Es geht nicht einfach um die Unabhängigkeit von Israel, so wie es viele erwartet haben. Es geht nämlich um viel mehr. Es geht Gott um die Erlösung von der ganzen Welt vom Bösen. Und das Böse, das ist eben nicht nur ein Problem von denen irgendwie dort oben, in Bern oder wo auch immer, sondern das Böse, das steckt jedem tief von uns drin, tief drin. Und darum muss der Weg, wo Gott für seinen Sohn zur Erlösung der Welt geht, der Weg, wo er mit ihm geht, der muss eben anders aussehen als einfach nur der Umsturz der Tyrannen. Der Weg vom Messias ist darum nicht einfach ein Triumphzug, sondern der Weg von Jesus heisst, dass er das Böse in der Welt mit all seinen Konsequenzen auf sich selber nimmt. Das Böse erleidet, damit dann alle, die ihm vertrauen, wirklich frei sein können. Frei von Angst, frei von Sünde und Tod. Und es wird nicht einfach ein Regime durchs nächste ersetzt, sondern so kann die Revolution der Herzen starten. Heute Abend ist für uns jetzt entscheidend, in dieser Geschichte von dem König, da redet Jesus von sich selber. Jesus hat damals etwas angefangen und wird als König auf die Erde zurückkommen. Und in der Zwischenzeit hat er uns etwas anvertraut. Etwas, wo wir mit etwas daraus machen sollen. Eben ein Mann von königlicher Herkunft reiste in ein fernes Land. Dort wollte er sich zum König über sein eigenes Volk und Land einsetzen lassen und danach zurückkehren. Bevor er abreiste, rief er einen seiner Diener, gab jedem ein Talent Silber und sagte zu ihnen: Treibt Handel damit und macht etwas daraus, bis ich komme. Ich bin da gestutzt. Das Gewichtsmaß für das Silber heißt im griechischen Originaltext Talent. Das Silbertalent, wo der designierte König seinen Diener gibt, das steht im Gleichnis für alles, was Gott uns anvertraut hat. Das Silber steht aber ganz besonders für unsere Begabungen, eben unsere Talente. Darum sagen wir denen eben auch so, wegen dem Gleichnis. Was hat Gott uns also anvertraut? Natürlich Talent, gleich Silber, gleich Metall, gleich Metall. Ja, und eigentlich ernsthafter. Die Frage für uns alle am Ende von unserem Leben wird einmal lauten: Was hast du aus dem gemacht, wo Gott dir anvertraut hat? Wir leben alle noch. Wir sind noch nicht am Ende vom Leben. In vielen Bereichen können wir wirklich selber steuern und entscheiden, wo es hergehen mit unserem Leben. Nicht in allem, aber doch in ganz entscheidenden Faktoren. Was machst du daraus? Was machst du mit dem, was Gott dir schon anvertraut hat und noch wird anvertrauen? Das ist die Frage an uns alle heute Abend. Was machst du mit dem, was dir Gott schon anvertraut hat und noch wird anvertrauen? Ein gewisser US-Präsident hat in seiner Wahlkampagne den Ausdruck geprägt: Yes, we can. Ich vermute, ihr erinnert euch auch noch an Barack Obama. Yes, we can. Wenn das jetzt für die ganze Sache gilt, von Talent und so weiter, dann kann das auch mächtig Druck machen. Damit wir hier bei Gott jetzt aber nicht unter einen falschen Leistungsdruck kommen, sind 3 Aspekte wichtig. Das richtige Gottesbild, das richtige Selbstbild und das richtige Kirchenbild. Erstens zu unserem Bild von Gott. Yes, he can. Vielleicht seid ihr auch gestogelt in der Geschichte über die Beschreibung von dem König. Ist der König nicht unfair gegenüber seinem dritten Diener? Hat er nichts verbrochen? Hat seinem Chef überhaupt nichts weggenommen? Ist Gott also ein unfairer Tyrann? Ich glaube, das Problem von dem dritten Diener in der Geschichte ist nicht die Faulheit. Das Problem ist die Angst,
die er vor dem König hat. Es ist nicht so, dass der König unbarmherzig wäre. Aber der Diener vertraut seinem Herr nicht und leitet darum die Hände in den Schoss. Und darum begegnet der Herr dem Diener so, wie der ihm begegnet. Gott ist nicht einfach hart im Abrechnen, sondern er ist vor allem noch viel grosszügiger im Geben. Wir sehen das in der Geschichte, in den Belohnungen, die er verteilt. Also das erste Mal, ein Talent Silber, das hat heute vielleicht etwa einen Wert von 1 Million. Also der König vertraut seinem Diener eine riesige Summe Geld an. Und zwar jedem. Ja. Aber die Herrschaft über eine Stadt ist ja noch viel grosszügiger im Vergleich schon zu 1 Million, die er bekommt zum Verwalten. Hey, Gott traut dir etwas zu. Er ist grosszügig. Vertraue ihm. Er vertraut dir. Hab keine Angst vor ihm. Mach etwas daraus aus dem, was er dir anvertraut hat. Wage etwas. Mit Köpfchen, aber wage etwas. Gott traut dir etwas zu. Was für ein Bild wir von Gott haben, das hat auch damit zu tun, was für ein Bild wir von uns selber haben. Dabei bin ich beim zweiten Punkt. Was für ein Selbstbild hast du? Yes, you can. Mir ist dazu ein älterer Werbevideoclip von Orange, vom heutigen Salt, wieder in die Finger gekommen. Wir schauen kurz rein. Nein sagen kann jeder. Nein, nein, nein. Doch Nein sagen heißt, versuch's gar nicht erst. Und dann sagen alle Nein und schaffen nichts. Wir bei Orange sagen lieber, du kannst. Denn du kannst macht etwas, das mal ein Nein war, plötzlich zu einem Ja. Wir sagen, du kannst, so oft wir können. Und wir sagen es zu uns selbst und vor allem auch zu dir. Orange, du kannst. Hey, Orange sagt, du kannst, aber auch Gott sagt dir noch viel mehr und viel stärker und überzeugender, du kannst. Glaub der Lugi nicht, dass du nichts kannst. Du bist von Gott beschenkt. Egal wie klein und unsichtbar das auch scheinen mag, mach etwas daraus. Glaubt den Lügen über euch selber, glaubt denen nicht, dass ihr nichts könnt. Wenn euch Leute Kompliment machen, dann nehmt das an. Wir alle sind begabt. Und Gott will euch noch mehr geben. Es gibt nicht nur natürliche Talente, sondern die Bibel redet auch von geistlichen Gaben, die der Heilige Geist schenkt. Und neben diesen geistlichen Gaben, da will er auch die natürlichen Gaben in seinen Dienst nehmen. Liebe Metaller, macht euch auf Entdeckungsreise, probiert aus, bleibt dran. Und wichtig, ihr dürft auch Fehler machen. Das Gleichnis von Jesus zeigt doch, das Problem ist, wenn wir nichts machen. Nichts versuchen mit dem, was uns anvertraut ist. Also entdeckt eure Gaben und probiert aus. Fangt im Kleinen an. Und wenn es sich bewährt, macht den nächsten Schritt. Seid treu im Kleinen, dann kann euch Gott auch mehr anvertrauen. Das zeigt das Gleichnis auch. Aber verachtet nicht das Wenige, das ihr jetzt habt. Sonst kann uns am Schluss auch das genommen werden. Also macht etwas daraus. Wir lernen hier in diesem Leben für die Ewigkeit. Macht etwas daraus. Und dann bin ich noch beim dritten und letzten Punkt. Das Gemeindebild. Yes, we can. Es ist durchaus entscheidend, für was wir unsere Begabungen einsetzen. Im 1. Korintherbrief, wo der Paulus über Begabungen schreibt, da sagt er, es geht aber immer um den Nutzen für alle. Unsere Begabung hat uns Gott gegeben, damit wir sie für andere einsetzen. Begabungen sind nicht dafür gedacht, dass wir uns damit bequem machen können. Unsere Begabungen sind dafür gedacht, für das Wohl vom Ganzen.
Und das geht es in der Kirche. Und das geht es in der Metal Church. Meine und deine Begabungen einsetzen zum Nutzen von allen. Es spielt aber auch nicht eine Rolle, ob ihr euch in einem Bereich engagiert, wo Kirche als Label draufsteht oder nicht. Aber ich glaube, Gott wünscht sich, dass ihr, egal wo ihr euch engagiert, mit euren Begabungen, dass ihr das im Sinn zum Wohl von allen anderen tut. Und das ist der Kirche. Gemeinsam mit Gott und anderen für alle anderen. Darum ist das Ziel vom Bereich On Tour von der Metal Church auch, Metalheads bringen ihre Gaben ein in der Metal Church, der Szene, Kirche und Gesellschaft. Fassen wir einmal zusammen. Yes, he can. Gott ist grosszügig. Vertrau ihm. Yes, you can. Trau dir etwas zu. Gott hat dich begabt. Yes, we can. Bring dich in die Gemeinschaft ein, in die Begabungen zum Nutzen für alle. Ich lobe dich, Herr, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Wort ist eine Lampe für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Und Gottes Volk schreit: Amen. Die Gemeinschaft der von Gott Beschenkten, die feiern wir im Abendmahl. Wir bereiten uns aufs Abendmahl vor und beten zusammen laut das Gebet von unserem Herrn. Unser Pa im Himmel, dein Name soll uns heilig sein, dein Königreich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns das jeden Tag wieder neu, was wir zum Leben brauchen. Vergib uns unsere Schuld, genauso wie wir auch denen vergeben, die an uns schuldig werden. Führ uns nicht in Versuchung, sondern mach uns frei vom Bösen. Denn für immer gehört dir die Herrschaft, die Macht und die Herrlichkeit. Amen. In der Nacht, wo Jesus, unser Herr, verraten worden ist, hat er mit seinen Jüngern das Passamahl gefeiert. Er hat das Brot genommen, hat gedankt dafür, er hat es gebrochen und er hat gesagt, das ist mein Körper für euch. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch gemacht habe. Und genauso hat er auch nach dem Essen den Kelch genommen. Und er hat gesagt, der Becher ist Gottes neuer Bund in meinem Blut. Tut das immer wieder, wenn ihr davon trinkt, damit ich unter euch gegenwärtig bin. Darum gilt also, jedes Mal, wenn wir von dem Brot essen und von dem Wein trinken, dann verkünden wir damit die Rettung, die durch den Tod vom Herrn gekommen ist, bis er wiederkommt. Danke, Vater im Himmel, für die Geschenke von Brot und Traubensaft. Lass uns zum Körper und Blut von deinem Sohn Jesus Christus werden, durch den Heiligen Geist. Amen. Wenn wir jetzt zusammen wieder arbeiten, dürfen alle, die wollen, das Abendmahl reinnehmen. Die daheim, die seid sowieso frei, wie ihr das macht. In der Kirche läuft es folgendermaßen. Bei mir da vorne gibt es Brot. Nebenzu wird euch Nadine den Becher parat machen und anheben. Kommt doch einfach führen, nehmt beides in Empfang, geht zurück am Platz und tut dann den ersten reinnehmen. Wenn ihr, ich möchte einfach noch erinnern, in dieser ganzen Zeit, jetzt nach der Arbeitungszeit, auch noch einmal als WhatsApp, Grüße, Statements, Fragen
oder Fürbitteanliegen. Und auch als offene Ohr möchte ich euch erinnern, wir feiern heute Abend. Aber ja, vielleicht ist es dir gar nicht ums Feiern drum. Oder im Verlauf des Abends bricht auch einmal plötzlich etwas auf. Für das ist das offene Ohr da. Wenn du jemanden brauchst zum Reden, wenn du ein Gebet möchtest, wenn du einen Bibelvers auf den Weg möchtest, dann ist das offene Ohr für dich da. Jede Kirche sprechen einfach die Leute an mit dem Badge. Und die Hause nutzen doch unser Gebetsformular, wo da ankommen, indem man auf metalchurch.ch/prayforme geht oder den QR-Code scannt, der jetzt eingeblendet wird. Dann kommen wir dort an und dann werden die Leute sich bei euch melden oder auch für euch, für die Anliegen entsprechend beten. Und wichtig, das Ganze ist vertraulich. Also wir werden an mit dem Abendmahl und der Band küstigen und schauen, wie freundlich der Herr ist. Wer auf ihn vertraut, der ist gesegnet. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort. Wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und nährst fort und fort, dann schreit mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Dann schreit mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Wenn mir der Herr in seinem Brot begegnet, wenn ich die großen Gnadentaten sehe, wie er sein Volk auf seinem Weg gesegnet, wie er es geliebt, begnadigt je und je. Dann schreit mein Herz die große Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Dann schreit mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Wenn schwere Lasten mich zu Boden drücken, wenn meine Seele trübt ist bis zum Tod, und der mit offenen Armen mir begegnet, mich tröstet und errettet aus der Not, dann schreit mein Herz mir, große Herrscher, zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Dann schreit mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Dann schreit mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Dann schreit mein Herz dir, großer Herrscher, zu.
Du bist mächtig, du bist heilig, unbezwingbar wie die Nacht. Auferstanden, du bist Sieger, es bekannt, der Tod in Kraft. Your hands reach to the depths of darkness. Your arms pull to the light above. Your voice reaches to the depths of darkness. Your eyes burn with holy passion, fire and love. You lead me beside quiet waters. You walk in the shadow of that darkened door. Take right for my enemy. You take oil and you pour it all on me. The Lord is my shepherd. I fear no evil. You are my shepherd, God. I will fear no evil. Surely goodness and
mercy covers me. All the days of my life, they cover me. Surely I'm gonna dwell in the house of the Lord. Forever and ever, ever and surely goodness and mercy cover me. All the days of my life, they cover me. Surely I'm gonna dwell in the house of the Lord forever and ever, ever and evermore. Steh vor deinem Thron. Ich beug mich vor dir und bete an. Dann du bist heilig, und der war, der ist und der da kommt. Denn du bist heilig. Der war, der ist, der da kommt.
anerkannt. Denn er ist heilig, heilig ist er. Der Wein, der Wir danken Gott und bekennen den Glauben gemeinsam. Dein Blut, dein Leiden, dein Tod, dein Auferstehen, dein Zurückkommen. Danke, Jesus. Amen. Ja, gern teilen wir mit euch, was ihr seit am Anfang vom Gottesdienst uns zugeschickt habt. Merci vielmals, es ist etwas gekommen. Immer 2 Sachen. Also, als erstes haben wir einen Gruß aus der Isolation aus dem Aargau. Ich hoffe, ich sehe euch wieder am EOR-Konzertabend am Samstag, 19. März in Uster. Ein Gruß von Milli. Gruß zurück, Willi. Und das Zweite ist mega cool, durch den Livestream mit euch in der Kirche zu Niederbipp verbunden zu sein. Merci vielmals für den Aufwand, den ihr macht, um die Metal Church ins Wohnzimmer zu bringen. Seid gesegnet, Monika. Also ein herzlichen Gruß zurück an Monika und alle anderen, die mitschauen. Genau. Ein besonderes Willkommen an denen, die das erste Mal dabei sind oder zugeschaut haben. Und auch für alle anderen, wenn ihr Auskunft oder Infos wettet, hinten hat es einen Infotisch. Und für die jetzt zugeschaut sind, ihr dürft auf die Nummern, die ihr jetzt schon mehrmals eingeblendet habt, sehen, schreiben und dann würden wir euch antworten oder anrufen. Wenn es von denen gab, die das erste Mal dabei waren, wenn du mittlerweile denkst, hey, eigentlich hier in der Metal Church, da fühle ich mich wohl, da zähle ich mich dazu, da fühle ich mich zugehörig, das ist eigentlich meine Gemeinde. Für das gibt es das Iron Book, ein Buch, wo man sich eintragen kann, wenn man findet, mal, hier zur Metal Church, da zähle ich mich dazu. Das liegt auch hinter dem Infostand auf, ihr dürft euch dort gerne eintragen, aber ihr müsst halt vorbeikommen, das Buch ist physisch. Ja. Und wir sind im dran überlegen, wie wir da weiterkommen. Von denen, die sich im letzten halben Jahr eingetragen haben, haben teilweise noch nichts von uns gehört, aber die hören noch, wir haben neue Ideen. Und wenn ihr noch Ideen habt, wie man zusammen Gemeinde leben kann, dann sagt uns das doch auch. Ebenfalls hinten auf dem Tisch hat das Jahresprogramm vom 22 mit allen Heavy Sanctum-Daten und allen anderen Angeboten, die wir noch so haben durchs Jahr durch. Nehmt doch noch ein paar mit. Ich habe einen ganzen Haufen produziert. Es gibt aber nur grosse Auflagen. Oder? Das Ziel wäre, dass die unter die Leute kommen. Also nehmt doch, deckt euch ein, nehmt mit. Das nächste Heavy Sanctum ist am 9. April, hoffentlich wieder im Soho Zwangen. Zusammen mit Isamania und Dreaming Fragments holen ihre Gig noch von heute. Forge kommt leider nicht, die haben sich zu unserem Bedauern aufgelöst. Im Metal-Gottesdienst werden wir wieder Melodic Confession sehen. Wir machen das ja mehr Heavy Sanctum als bisher, 7 Mal, nicht nur 4. Und ein Anlass im Soho der kostet etwa rund 2'500 Franken. Und wenn ihr könnt, sind wir darum froh, wenn ihr heute mithelft, das mitzutragen. Sagt das mit der Kollekte, sagt das mit der Gönnernschaft oder einfach einer sonst regelmäßigen Spende. Merci vielmals. Das nächste Bibel, Bier und Metal ist am 11. Februar, Totes Bib. Also eigentlich im Videotalk. Genau. Sonst müsst ihr mit mir reden, in der Lösung. Genau, beim Anmelden. Und das Zwimmis ist am Donnerstag, am 24. Februar, so wie bisher oder was auch immer dann gilt. Unser nächster Metal Talk, Heavy Mental, findet am 4. März statt. Wir haben dann Anna Höpflinger zu Gast. Anna ist Religionswissenschaftlerin und Metal-Forscherin. Die Frau hat echt etwas drauf, die hat eine Ahnung von unserer Szene und von vielem mehr. Ich lade euch herzlich ein.
Ich gehe davon aus, man kann das mal dann effektiv auch vor Ort hier in der Kirche dabei sein oder sonst im Livestream. Oder man kann natürlich auch die Aufzeichnung später auf YouTube nachschauen. Hier vor Ort ist die Türöffnung 19:30. Alex wird dafür schauen, dass es auch ein Feuerchen hat und etwas trinken. Und um 8:30 ist der Talk und anschliessend kann man auch noch weiter zusammen sein. Wir sehen ein Video, ein Trailer zur Wasteland Warrior Challenge. Lord, we're asking for a generation to rise. They will not fall. They will not fall. They will not give themselves to drugs. They will not give themselves to sex. They will not give themselves to others. Lord, but they will give themselves to you. Lord, we're asking that you would release the apostolic generation. Lord, that they would go out to the nations. Lord, they call forth those to love you and to serve you all the days of their lives. Lord, that wherever they go, that they take the gospel and the light. Hallo miteinander! Bald schon starten wir mit der diesjährigen Wasteland Warrior Challenge. Wir von der Middle Church möchten die 40 Tage vor Ostern bewusst und als Gemeinschaft zusammen erleben. Als gemeinsame Challenge werden wir dieses Jahr Wort von Jesus aus der Bergpredigt zusammen lesen und im Chat darüber austauschen, was sie für uns bedeuten. Dazu wird es virtuelle Treffen geben und der Abschluss wird wie gewohnt der Osternachts-Frühgottesdienst sein. Weitere Infos findest du auf middlechurch.ch/wwc40. Ich freue mich auf dich. Jetzt würde uns der Silas noch etwas Schönes erzählen. Ja, genau. Die meisten haben es auch schon mitbekommen. Schottland, Herbst. 1. Oktoberwoche haben wir jetzt gesagt, oder? Glaube ich, genau. Schaut auf der Homepage nachher, ich habe keine Ahnung von Zahlen. Dort hat so ein PDF, das ich gebastelt habe, wo man so ein bisschen Ausschnitte sieht, was die Idee ist, wo wir hergehen. Also es ist so ein bisschen von Edinburgh aus, auf Mull, Iona, dann über Morar, auf die Isle of Skye, noch über Inverness und wieder zurück. Und die Idee ist, dass wir einfach die paar Tage unterwegs sind und uns inspirieren von der Geschichte und von der Landschaft und irgendwie auch von der Gemeinschaft. Und wir werden zusammen quasi auch die Gebetsformen von der keltischen Kirche zusammen anschauen und auch dort zusammen so andachtsmässige Sachen im Verlauf des Tages, so kleine Häppchen machen und so ein bisschen, ja, uns inspirieren, genau. Es haben sich 4 fix angemeldet, ein paar sind noch auf der Schwebe, mindestens 5 müssen wir sein, also meldet euch dort. Doch irgendwie, ja genau, aber einfach schriftlich, dass ich es mehr habe. Und ich sehe nichts, das ist Nebel hier. Das passt zu Schottland, gell? Genau, es ist aber sehr offen und unkompliziert. Also es ist nicht so, dass es wie einfach ein fixes Programm ist und dann ist es halt so, sondern wir wollen wirklich auch miteinander und auch spontan unterwegs sein. Und ich freue mich hin und meldet mich einfach unbedingt. Und eben das PDF könnt ihr anschauen, das macht mich sicher lustig. So Fotos hergetan und so, super, genau. Ja, wir haben vom EOR schon gehört, die Grüße von Mili. Der Mike hat Platz genommen auf dem Sofa. Mike, erzähl uns, wie ist das dieses Jahr mit dem EOR? Also wie das ist, weiß ich auch nicht, aber das weiß ja niemand im Moment. Aber wir haben gesagt, wir probieren es wieder mal, so nach 2 Mal, 3 Mal verschieben. Wäre es wieder mal Zeit, wieder mal zusammenkommen in Uster und ein Bier trinken und ein bisschen Musik hören, live. Genau, darum ist der Plan, dass wir ein Konzert oben machen. Am Samstagabend, 19. März, in Uster im Stadthofsaal, dass wir Live-Musik haben, etwa so vom vermutlich 5 Uhr am Nachmittag bis vielleicht 11 Uhr zu Abend. Und für alle die dann nicht mehr heim können, ist eigentlich das Ziel, dass die Bar ein bisschen offen hat, bis in die Morgenstunden, dass wir das eine oder andere kann trinken zusammen. Wir planen das Ganze im Moment noch unter 2G+. Wir hoffen natürlich, dass wir den Scheissdreck nicht mehr brauchen bis dann. Aber im Moment müssen wir so geschehen. Ja, wir hoffen, wir bringen ein paar Bands noch zusammen bis dann. Und dann schauen wir, wie es rauskommt. 2 haben wir schon gebucht, habe ich gesehen, oder? Ja, genau. AMPM und Frank Needs Help haben mal zugesagt. Ja. Genau, ich hoffe, es kommen noch mehr. Also ich habe das Hotel gebucht, schon lange, schon von letztes Jahr über. Wir kommen.
Ich komme, der Marcel Senig und ich sind dort auf jeden Fall. Ich hoffentlich auch. Merci, Mike. Wir wollen noch der reformierten Kirche von BIP für das unkomplizierte Gastrecht danken. Irgendwie vor 2 Wochen, 3 Wochen. 2 Wochen haben wir sie angefragt, ob wir es hier machen dürfen, dass der Danu im Soho etwas anderes machen kann. Und das haben sie zugesagt, das ist super. Zudem möchten wir auch noch allen anderen Unterstützern von Metal Church danken. Und natürlich allen Helfern, die heute fleissig vor Ort waren und uns geholfen haben, dass das hier stattfinden kann. Die Kollekte, die wir heute Abend zusammenlegen, die ist wie gegangen zur Hälfte für die Unkosten vom Event. Und die andere Hälfte die ist heute bestimmt für die Kollekte vom Kirchensonntag. Die Kantonalkirche hat 2 Projekte, die man im ganzen Kirchengebiet unterstützt. Das eine ist das Tischlein Deck dich. Und es geht darum, um Lebensmittel, die nicht kaputt gehen sollen, sondern an Bedürftige verteilt werden. Und andererseits geht es an die Association du Chalet Le Refuge de la Croix Bleue Jurassienne in Tramelan. Also Blaues Kreuzheim im Berner. Tramelan ist noch Berner Jura, glaube ich. Ja? Ja. Genau, es ist heikel, muss aufpassen. Genau. Merci vielmals für eure Gaben. Die kommen. Während dem nächsten Song gehen wir unsere schönen Metal Church Krüge durch. Die können bis hinten bis zum Infotisch, da kann man sie dann sonst die letzte her tun. Im Livestream wird am Schluss dann noch ein Twint-Code eingeblendet. Es sollte aber jetzt schon während des Songs in der Stream-Beschreibung ein Paylink haben. Genau. Man hat gemerkt, das funktioniert auf YouTube, aber nicht auf Twitch. Habe ich mittlerweile, seit wir zusammen geredet haben, herausgefunden. Ich poste den Paylink jetzt dann im Chat. Dann könnt ihr dort drauf gehen, dann kommen wir aufs Portal von Raise Now, wo ihr die Collect-Spend machen könnt. Also lasst uns Boten von Hoffnung sein, das wollen wir machen mit der Kollekte und singen und dann nachher mit dem Leben nach dem Gottesdienst. Genau, wir haben... Aber noch, du hast noch was, genau. Ja, nach dem Gottesdienst haben wir ein Kilo Bier. Wenn ihr rausgeht, links hat es einen Tisch mit Bier, Speckzöpfen, heissem Tee, Wasser. Ihr könnt euch dort bedienen. Es hat auch noch einen Becher dort, wo ihr so für eure Konsumation vielleicht mal so etwas runterlassen könnt. Auf ein gemütliches Zusammensein. Und es steht auch Kollekte drauf, auf einem Kleppband. Sondern du allein von herziger Gott. Lass uns nach Boten vor Hoffnung sein, lass uns nach brennen für dich, lass uns nach da, wo dir was gibt. Hier jetzt, mit dem, wo wir sind, nach der Hilfe ist dabei. Ruf uns in die Nachfolge von dir. Eins aufstehen, wo die Not am grössten ist. Schenk uns den Mut, wieder zu sein. Weil du der Grund von unserer Hoffnung bist. Schmerz und Leid, hey, nicht das letzte Wort, sondern du allein lösen Tag aus. Lass uns nach Boten von Hoffnung sein, lass uns nach brennen für dich, lass uns nach Leben geben hier jetzt, mit dem, wo wir sind, und hilf uns und lass uns nach Boten von Hoffnung sein, lass uns nach brennen für dich, und lass uns nach Leben und Liebe für dich, hier jetzt, mit dem, wo wir sind. Wat de heel vies
Herr, wir wollen dir Danke sagen für alles, was zusammengekommen ist, alle Gaben bei der Kollekte. Segne du das, lass das wirklich so ein Hoffnungsschimmer sein, Tat von der Hoffnung für die Menschen, die das Geld werden bekommen und auch für uns als Metal Church, was wir damit dürfen machen und weitergeben, schaffen für andere. Wir bitten dich für alle, die im Moment Corona haben, die daheim sind, die nicht kommen können, für alle, die es nicht gut geht oder etwas anderes haben, für alle mit Unfall. Herr, schenk du Heilung. Und wenn wir in die weite Welt rausschauen, dann gibt es ganz viele Konflikte. Es gibt Konflikte, die sich anbahnen, wie die Ukraine. Herr, schenk du Frieden, schaff du Frieden. Und wir bitten dich, dass du uns wächst, dass wir unsere Begabungen, die du uns schon geschenkt hast, dürfen einsetzen, zum Boten der Hoffnung sein und du noch viel mehr Leute rufst in dein Reich als deine Boten. Amen. Dann segnen wir uns vor dem Sendungslied gegenseitig. Der dreieinige Gott, er segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sagt dir gnädig. Er wende dir sein Angesicht zu und er gebe dir Frieden. Amen. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, führt durch das Meer der Zeit. Lass sie die Richtung reißt, ist Gottes Ewigkeit. Das Schiff, es wird vom Sturm bedroht, durch Angst, Not und Gefahr. Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg, so wird es Jahr um Jahr. Und immer wieder fragt man sich, wie denn das Schiff bestieg. Erreicht es wohl das große Ziel, wird es nicht untergehen. Bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. Bleibe bei uns, Herr. Im Schiff, das sich Gemeinde nennt, ist eine Mannschaft sein. Auf der weiten Fahrt, verloren und allein. Ein jeder steht, wo er steht, tue seine Pflicht. Wenn er sein Teil nicht treu erfüllt, gelingt das Ganze nicht. Und was die Mannschaft aufgeweckt, fest zusammenschweißt. In Glaube, Hoffnung, Zuversicht ist Gottes guter Geist. Bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr. Sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. Bleibe bei uns, Herr. Bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr. Denn so sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. Bleibe bei uns, Herr.